Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen FC Bayern Talk. Ja Leute, Eric Dier wurde verpflichtet. Bevor ich da ein bisschen was zu sage, würde ich sagen, gehen wir erstmal rein hier in die ganze Chose. It's a dream come true because it's a huge club with an incredible history, obviously domestically and in Europe as well. So it's a club that when you're a child, it's a club that you dream of playing for. Ja, wir sind erstmal sehr froh, dass wir Eric verpflichten konnten. Eric hat sehr viel internationale Erfahrung, viele Spiele schon in der Premier League gemacht, viele internationale Spiele auch in der Champions League. Er ist ein richtig guter Typ. Ich glaube, mit seiner Art und Weise wird er der Mannschaft sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine helfen und uns eine gewisse Struktur geben. I can play various positions. I think I'm very flexible. I think the type of player that just wants to give his best for the team in whatever role is needed for the team to be successful. This is the most important thing. Ja, wir sind eben sehr, sehr happy, einen richtig guten Verteidiger für uns gewinnen zu können. Er ist auch universell einsetzbar. Er hat oft als Mittelfeldspieler gespielt, rechter Verteidiger schon gespielt und zuletzt sehr oft als Innenverteidiger. I spoke a lot to Harry, even before I was coming. We spoke often since he came here, just speaking about his experience so far and how much he's enjoying it here. And then obviously yesterday when I found out the news, we spoke a lot more, and I'm looking forward to seeing him. Mit seiner Art und Weise wird er uns einfach sehr, sehr gut tun. Er hat viel Erfahrung und ist ein richtig guter Typ und ein sehr, sehr guter Charakter. It's one of my favorite stadiums that I've ever played in. I played here in the Audi Cup and then in the Champions League, and it's an incredible stadium with an incredible atmosphere. And for that reason, I'm really looking forward to playing here and playing in front of the fans. Ja, gut, Leute. Also, erstmal, was soll er anderes erzählen, außer zu sagen, ja, beste Stadion, wo er gespielt hat, Blasels. Ja, ich denke, oder fangen wir anders an. Es wurde ja in den Zeitungen geschrieben, von wegen hier, ich weiß jetzt gar nicht den Namen mehr, ein 21-Jähriger mehr dran gewesen, der jetzt nach Tottenham gegangen ist. Erstmal, I don't know, ob das stimmt. Ja, das war klar, dass Tottenham Ersatz dann suchen wird oder suchen muss. Dass Eric bei Tottenham 199 Minuten nur gespielt hat, sei mal dahingestellt, ja, in der Vorrunde. Komme ich gleich noch mal ein bisschen zu. Ja, ob da jetzt was dran ist oder nicht. Ich meine, die Aussage von ihm, was ich gelesen hatte, ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, er ist nicht zum FC Bayern, weil er einfach mehr spielen möchte, sich entwickeln möchte. Und da sind wir schon wieder bei dem Grundsatzproblem. Wir haben ja schon mal im Stream drüber gesprochen. Jeder junge Spieler, der ein bisschen auf seine Karriere achtet, wird nicht zum FC Bayern wechseln, solange Thomas Tuchel Trainer ist. Punkt. Ja? Das haben wir mehr als einmal ausdiskutiert. Ich werde es hier mal 2-3 Sätzen zusammenfassen. Thomas Tuchel macht halt nicht den Eindruck, als wenn er auf junge Spieler steht. Ja. Deswegen wäre es auch völlig schwachsinnig gewesen, den 21-jährigen Dragosin oder wie hieß er, zu verpflichten. Der hätte eh nicht gespielt unter Tuchel. Punkt. Ja, das ist kein Tuchel-Spieler. Tuchel möchte solche Spieler nicht. Er hat keinen Bock, solche Spieler zu entwickeln. Das mag daran liegen, dass der FC Bayern nicht der Verein ist dafür, wo die Zeit da ist, die Spieler zu entwickeln. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ja auch Wurst, haben wir schon 100-mal drüber diskutiert. Von daher ist der Transfer von Eric auf jeden Fall die bessere Wahl, solange Thomas Tuchel das Sagen hat. Ja, es macht keinen Sinn, einen 21-jährigen Innenverteidiger für 30 Millionen zu verpflichten. Guckt euch Matistel an, 19-jähriger Stürmer, der für 30 Millionen verpflichtet wurde, sitzt auch nur auf der Bank. Also hätte das keinerlei Sinn gemacht.
Ja. Die andere Sache, die man sehen muss, Upper und Min-Jae sind unter Tuchel gesetzt. So, auch ohne Wenn und Aber. Ja. Sieht man an De Ligt, ist auch da der unerfahrenste. Dem wird auch nicht zugetraut, warum auch immer. Der wird nächstes Jahr sehr wahrscheinlich verkauft werden, wenn Tuchel weiterhin Trainer bleibt. Da sieht man schon Tuchels Profession oder wie man es nennen mag. Obwohl De Ligt eigentlich schon super viel Erfahrung hat mit seinen jungen Jahren. Aber ja, von daher brauchen wir da keinen 21-jährigen Innenverteidiger nachweinen, für den wir hätten 30 Millionen zahlen müssen. Er hätte bei uns eh nicht gespielt. Das macht keinen Sinn. Ne? Klar, wenn man diese Philosophie halt hätte und sagt, man möchte diese Spieler entwickeln und so weiter, dann ja, natürlich, klar, hätte das Sinn gemacht, dann hätte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr bemüht, falls man sich überhaupt bemüht hat, das weiß ich nicht. Vielleicht gab es noch eine lose Anfrage, wie auch immer, sei mir dahingestellt. Ja, das ist mein Take dazu. Kommen wir zu Eric Dier. Ja, wie wir gelesen haben oder gehört haben, ist er nur ausgeliehen und kann uns maximal 4 Millionen kosten, je nachdem, wie viel Einsätze er hat, wie viele Titel wir wahrscheinlich gewinnen, Blasels. Ja, ist ein Transfer ohne Kopfschmerzen, ist ein erfahrener Spieler, der 30 Jahre alt wird, genau Tuchel sein Beuteschema, super erfahren, super viel Erfahrung. Und jeder, der mir jetzt kommt mit, ja, der hat ja nur 199 Minuten bei Tottenham gespielt. Ja, na klar, das ist das richtig. Aber man sieht das bei uns. Ja, da ist ein neuer Trainer gekommen, der auf ihn halt einfach nicht mehr gesetzt hat, warum auch immer. Vorher war er unangefochtener Stammspieler bei Tottenham. Ja, guckt euch die Sache mit De Ligt bei uns an zum Beispiel. Ja, das heißt nicht, dass ein Spieler keine Qualität hat. Von daher finde ich es ein bisschen schwierig, wenn man den Spieler jetzt im Vornherein schlecht redet. Ist immerhin englischer Nationalspieler. Wir haben es ja gerade in dem kurzen Video gesehen, war auch stellvertretender Kapitän anscheinend bei Tottenham. Hat super viel Erfahrung. Und ja, kann die Mannschaft jetzt nicht schlechter machen bei uns. Ja. Und nochmal, es ist ein Transfer ohne Kopfschmerzen. Zudem hat er den Vorteil, dass er auch sehr viel oder sehr lange Zeit auch auf der Sechserposition gespielt hat. Auch wenn Tuchel ihn da nicht sieht, hat er ja in der PK schon gesagt, er sieht ihn als reinen Innenverteidiger, weil er sich ja da spezialisiert hat. Auch da die Aussage vom Tuchel wieder sehr sinnbefreit. Ne? Also wir haben es ja gerade gehört, könnte rechter Verteidiger spielen, kann defensives Mittelfeld spielen, hat gar kein Problem damit, überall zu spielen. Von seiner Seite her, ich bin sehr gespannt, was passieren wird, ob er jetzt De Ligt dann die nächsten Wochen auch noch absägt und Eric Dier dafür spielt. Aber Tuchel hat ja auch durchklingen lassen von wegen Dreierkette mit 4 Innenverteidigern. Wenn Min-Jae wieder da ist, wäre es ja auch sogar sehr gut möglich, mit einer Dreierkette zu spielen. Was dann wiederum unseren Außenverteidigern zugutekommen würde, dass ein Davis vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr nach vorne machen darf und nicht so sehr hinten eingebunden ist, was auch nicht wirklich seine Stärke ist, wie wir gesehen haben. Also das gibt uns auf jeden Fall auch taktisch ein paar neue Möglichkeiten, denke ich. Und für mich ist es ein guter Transfer. Ja, ist ein Transfer ohne Risiko. Ich weiß nicht, steht hier in den Artikel vielleicht, wie lange er... lass mich mal eben gucken, wie lange er Vertrag bekommen hat. Aber ich denke mal maximal 1,5 Jahre, oder? Ich glaube nicht, dass er jetzt gekommen ist mit einem halben Jahr Vertrag. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht 2,5 Jahre oder was. Aber wahrscheinlich wird es ja auch nochmal eine Pressekonferenz dann geben oder eine Nachfrage dann auf einer Pressekonferenz. Ich kann es jetzt hier gerade nicht ersichtlich, weil ich gucke mal bei transfermarkt.de, vielleicht steht da ja, wie lange er Vertrag hat. Okay, hier steht nur, dass wir ihn nur für dieses halbe Jahr ausgeliehen haben. Okay, wild. Also er hat noch nicht mal länger einen Vertrag. Also wir haben ihn für das halbe Jahr ausgeliehen. Ja, und dann wird man im Sommer entscheiden, ob man ihn dann weiter behält oder nicht, so wie es aussieht. Und dann wäre er ja ablösefrei. Ja, hat er dann, der Vertrag in Tottenham läuft ja aus. Das ist zumindest, was jetzt hier bei transfermarkt.de steht. Also sage ich ja, ein Vertrag ohne Kopfschmerzen, ja, also ohne Risiko für uns. Entweder ist er die Verstärkung
die wir brauchen. Ja. Nochmal, es ist ein erfahrener Spieler, der englischer Nationalspieler war und so weiter und so fort. Ja. Und von daher sehe ich da ein geringes Risiko und sollten wir weiter mit Viererkette spielen. Wir haben Minje, wir haben Opa, wir haben Delirte, wir haben 3 gute Innenverteidiger. Auch wenn du da jetzt einen 21-Jährigen geholt hättest, der hätte auch keine Spielzeit bekommen. Ja, und so hast du nochmal einen Erfahrenen hinten dran, der, wenn er vielleicht die Spielzeit kriegt, dann damit auch ein bisschen besser umgehen kann. Und der halt eine Alternative fürs defensive Mittelfeld ist, ja, was vielleicht ja gar nicht so verkehrt ist, obwohl, ja. Ich denke, man sieht da auch wieder, oder machen wir erstmal das Thema Eric Dyer rund. Wie gesagt, ist dazu noch Kumpel vom Heavy. Wird den Heavy auch nochmal ein bisschen pushen und einfach nochmal ein bisschen auf Führungsqualität und ein anderer Charakter einfach in dieser Mannschaft, ja. Ich glaube, das tut, wie es ja auch da angesprochen wurde, der Mannschaft ganz gut. Und für die Breite ist er auf jeden Fall was, ob er uns direkt von Anfang an weiterhelfen kann, wird. Das wird man sehen, aber nochmal, es ist ein Transfer ohne Risiko für uns. Und das ist gut so, ich bin sehr gespannt. Ja, Tuchel steht auf diese Art Spieler und dann kann Tuchel halt auch wieder die Qualität aus ihnen rauskitzeln, die in ihm steckt, denke ich. Ne? Das werden wir halt sehen. Daran muss ich dann Tuchel auch messen lassen. Gut, also meine Meinung, es ist ein guter Transfer. Ja, er kann 3 Positionen spielen, wenn es gebraucht wird. Und ich würde es mir auch wünschen, dass ein Tuchel ihn, sollte kein rechter Verteidiger kommt, ihn auch als mehr sieht als nur den Innenverteidiger. Weil ein Leimer, nee, ist nicht wirklich ein guter rechter Verteidiger. Ja, ist auch der perfekte Übergang, um mal ein bisschen auf dieses Verhalten zu sprechen zu kommen. Ich denke, man sieht ganz klar, dass auf jeden Fall eine Diskrepanz zwischen Verein und Trainer da ist, was so das Transfergeschehen anbelangt. Zumindest hat man so den Eindruck. Mache ich daran fest, dass Tuchel sich in den PK hinsetzt. Ja, Eric Dyer ist für mich nur ein Innenverteidiger, hat er sich drauf spezialisiert die letzte Zeit. Wenn du jetzt hier diesen Ausschnitt siehst, da wird natürlich gleich gesagt, ja, hier kann 3 Positionen spielen. Auch diese Aussage ist wichtig für die oder guter Charakter und so weiter. Da sieht man schon, dass man im Verein auch gesehen hat, dass es irgendwas in der Mannschaft nicht so ganz passt. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber da sieht man so die Diskrepanz, aber auch logisch, dass Tuchel das sagt, weil Tuchel noch einen Rechtsverteidiger und im Idealfall sogar einen Sechser haben möchte. Also, ich persönlich finde den Transfer gut. Wenn wir jetzt noch einen guten rechten Verteidiger holen, der auch wirklich rechter Verteidiger-Stamm ist, dann denke ich, waren das gute Transfers. Ja, dann hast du einen, der alles so ein bisschen abdecken kann, der vielleicht wieder zur alter Klasse findet, dann hast du ein super Schnäppchen gemacht, der aber ansonsten für die Breite da ist und auch die nötige Erfahrung hat, so ähnlich wie es ein Blind war, der leider bei uns keine Chancen bekommen hatte. Vielleicht ist das bei Eric Dyer ein bisschen anders. Und wenn wir dann jetzt noch einen gestandenen rechten Verteidiger holen, der ja auch dann wirklich Stammspieler ist, weil auch Mats Raui, machen wir uns nichts vor, ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben unter Tuchel, dann sind wir sehr gut aufgestellt, ja. Alternative wäre natürlich, du versetzt einen Kimmich dahin, aber die Diskussion fange ich jetzt hier nicht in diesem Video an. Das haben wir schon ewig durchdiskutiert. Also für mich, machen wir es rund, ist es ein nachvollziehbarer Transfer und ich bin weit davon entfernt, den jetzt super schlecht zu reden und ihm die Qualität abzusprechen. Ich bin gespannt auf ihn. Mal gucken, ob Tuchel ihn wieder zu alter Stärke führt und wie die Vorstellungen sind, ob er wirklich nur Ergänzungsspieler ist oder ob wir dann auch mal eine Dreierkette spielen, selbst wenn Minje jetzt noch nicht da ist. Wird sehr interessant zu sehen sein. Ich denke mal, wir werden ihn jetzt nicht am Wochenende sehen. Vielleicht für ein paar Minuten, eine Schlussphase oder sowas. Ansonsten nach dem Trainingslager in Portugal. Denke ich schon. Und nochmal, ich denke, es ist gut, dass nochmal so ein Spieler da ist, der mit dem Heavy auch kann und vielleicht dadurch auch nochmal der Einfluss in der Mannschaft ein bisschen steigt und so weiter. Ich glaube, das ist schon ganz gut.
Und nochmal, es ist finanziell absolut null Risiko. Ja, wir zahlen nichts. Wir zahlen nach Einsätzen. Ich denke mal wahrscheinlich auch nach Titeln. Maximal 4 Millionen. Und das war's. Ne? Also von daher völlig nachvollziehbar Transfer. Nochmal, alle, die meinen, ja, wir hätten hier den, ich weiß nicht, Dragosin, oder wie hieß er, Genua oder was das war, kaufen sollen, weil wir da angeblich dran waren. Nochmal, was bringt es, einen 21-jährigen Innenverteidiger zu kaufen, wenn er eh nie spielen würde? Das macht keinen Sinn. Ja? Dann kannst du lieber so einen alten Recken kaufen, so alt ist er jetzt auch noch nicht, mit 30, beste Fußballeralter eigentlich. Der Bock hat, der will, ja, und der die gewisse Erfahrung schon mitbringt und auch damit klarkommt, wenn er dann nur ein Drittel der Spiele macht oder was auch immer. Ja, ist für mich der viel besser nachvollziehbare Transfer. Guten rechten Verteidiger, der im Saft steht, ja, der das Potenzial hat, Stammspieler zu sein, und dann ist doch alles gut. Ja, dann käme ich von der 6 weg und dann haben wir auch gute Chancen. Ja, ansonsten, wir kommen ja täglich 2 neue Namen rein. Wie immer, ich werde das nicht dokumentieren, ich lese das natürlich auch. Ich werde dazu was sagen, wenn Spieler verpflichtet wurden, so wie jetzt auch. Und dann schauen wir mal, was Eric Dier bei uns zu leisten imstande ist und auch, ob wir dann vielleicht in Zukunft jetzt auch mal das ein oder andere Mal eine Dreierkette sehen. Ich bin sehr gespannt. Wie immer, gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich weiß, viele von euch sehen das ein bisschen anders. Ist auch völlig okay. Wie gesagt, ich habe an den Transfer persönlich gar nichts dran auszusetzen. Rot-weiße Grüße. Tschüssi.